Also, das mit dem Katar, ich weiß auch nicht. Okay, bleib mir bloß weg, gell? Ich war grad erst verkehrt. Nix Katar. Schniff, schniff, Hust, Hust. Ich mein die Fußball-WM, da bei den Scheichs. Ja, ich scheich's, die Scheichs. Hä? Ah, Wortspiel, verstehst? Ich scheich's, die Scheichs. Ja, ich versteh das schon. Aber besonders witzig finde ich jetzt das auch nicht. Ah, weißt halt keinen Humor hast. Aber der Brotzeit hab ich. Oh, das kompensiert einiges. Ja, jetzt red nicht so blöd daher, mach Platz. Das nenne ich mal eine Aufstellung. 1-0 für die. Da schau her. Aber du, jetzt sag einmal ehrlich, muss man eine Fußball-WM in der Wüste machen? Gibt's da einen vernünftigen Grund dafür? Nicht einen, da gibt's Millionen Gründe. Zig Millionen Gründe. Tja, aber da hat's voll wenig davon. Ja, obwohl beim Sommermärchen 2006 in Deutschland haben sie uns auch keine Prämie aufs Konto überwiesen. Ne, uns nicht. Ja. Und dann auch noch im Winter. Mitten in der Adventszeit. Jetzt noch. Ist doch lustig. Am ersten Advent spielen die Deutschen gegen Spanien. Da können wir dann singen, Advent, Advent, die Abwehr pennt. Und dann kühlen die Fußballstadien wieder. Von 40 auf 23 Grad, aber künstlich. Damit ja die Spieler nicht verrecken. Ja. Und bei den Bauarbeitern ist wurscht. Da hast du schon recht. Menschenrechte sind halt doch schon ein großes Thema. Und dann diese Energieverschwendung. Wir sind am Gas sparen und die haben es für Klimaanlagen aus. Aber wenn wir ehrlich sind, die haben ja nur Gas. Nur wir halt nicht. Ja, aber warum muss man unbedingt in ein Stadion eine Klimaanlage einbauen? Gegenfrage, müssen die bei uns in die Stadion unbedingt dann Rasen heizen? Ja, da hast du auch wieder recht. Also, wir heizen, weil es uns zu kalt ist und die kühlen runter, weil es eher nicht zu heiß ist. Also habe ich das auch noch nie gesehen. Siehst du das? Und? Darfst du da wie fliegen und darfst das anschauen? Na, auf gar keinen Fall. Aus Protest? Weil sie da in die Stadien kein Bier ausschenken. Im ganzen Land nicht. Also, schauen wir es uns daheim am Fernsehen, oder? Ja, aber nur unter Protest. So machen wir's.